Servus bei der Army Bayern. Da schaut's her, die Viecher haben mich wieder erwischt, aber diesmal gescheit. Mein Anti-Mückenspray war leer. Ja, ihr wisst ja noch, Folge 40, da habe ich euch gezeigt, wie man das selber machen kann. Aber heute habe ich was Neues für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie man mit einer selber gemachten Ringelblumentinktur so einen Mückenstich behandelt. Und vor allem, wie man die Tinktur selber macht und wie man es halt dann auftragt. Für eine Ringelblumentinktur, da braucht es natürlich eine Ringelblume. Die müsst ihr selber sammeln, gibt es in jedem Bauerngarten. Wild wachsen es natürlich auch, aber die dürft ihr nicht sammeln, weil die haben nämlich geschützt. Also nehmt lieber die aus dem Garten. Die Ringelblumen da, die heißen auch Calendula. Ihr kennt ja bestimmt auch die Calendula-Creme oder da gibt es so verschiedene Sachen. Wichtig ist, dass es direkt nach dem Aufblühen pflückt und trocknet. Und tatsächlich, wenn ich jetzt so eine Blüte nehme und die auf den Mückenstich drauf reibe, dann tut das erstens schon mal richtig gut. Zweitens beruhigt es die Haut und drittens, der Stich, der geht schneller weg. Weil man aber jetzt nicht immer frische Blüten hat, zupft man die und trocknet das einfach. Oder ihr bestellt es im Internet oder kauft es in der Drogerie. Ihr braucht auf jeden Fall eine gute Hand davon. Dann braucht ihr einen Schnaps. Ich nehme jetzt so einen Doppelkorn, einen Kaffeefilter, dann ein Schraubdeckelglas, dann so eine kleine Flaschen, dunkles Glas oder ein Steingut oder sowas, das halt möglichst lichtgeschützt ist. Dann eine Pipette, so Wattepads, Kompresse, einen Trichter und natürlich ein paar Wochen Geduld. So, es ist wirklich ganz einfach. Ihr nehmt einfach so ein Schraubglas. Da tun wir jetzt die getrockneten Blüten rein. Und jetzt füllt das Ganze einfach mit dem Schnaps auf, so dass das Ganze schön bedeckt ist. So, das ist jetzt bedeckt. Und jetzt schraubt einfach das Glasl zu und stellt es an einen dunklen Ort. 2 Wochen sind okay, 6 Wochen sind noch besser. Aber ich war ja nicht die Kathi, wenn ich nicht schon was vorbereitet hätte. Und zwar vor 4 Wochen, da war ich schon fleißig und habe schon was angesetzt. Da seht ihr schon, der Doppelkorn hat jetzt die Farben von den Blüten angenommen. Sieht man das? Nicht? Klappt es einfach. Jetzt füllen wir das Ganze ab. Da habe ich jetzt einfach so einen Kaffeefilter. Weil die Blüten, ja, durch ein Sieb oder so gehen die relativ schnell durch. Dauert zwar ein bisschen, aber wird schon. So, dann nehmt ihr das und schützt es einfach da rein. Also das Ganze ist wirklich kein Hokuspokus. Ringelblume ist eines der Top-Heilkräuter überhaupt. Ja, das haben wir die Leute früher auch schon gewusst. Und sogar die Hildegard von Bingen, die hat auf die Ringelblumen geschworen. Sie helfen nicht bloß gegen Mückenstiche, sondern auch für oder gegen... Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Frische und schlecht heilende Wunden, Verbrennungen, Verbrühungen, Unterschenkelgeschwüre, Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisch, Verdauungsschwäche, Magenschleimhautentzündung, Darmentzündung, Kopfschmerzen, Periodenkrämpfe, Ekzeme, Geschwüre, offene Beine und Akne, Asthma, Husten, Herzklopfen, Schlaflosigkeit und Angstzustände. Mit anderen Worten, eine Wundermedizin. So, das Ganze ist jetzt durchgelaufen und jetzt müssen wir es abfüllen. Da haben wir jetzt unsere kleinen Flaschler, die ja ein bisschen dunkler sind, dass halt einfach lichtgeschützt ist. Passt auf, dass das gescheit sauber macht. Sterilisieren, auskochen, dass es einfach wirklich nicht schlecht wird, das ganze Zeug. So, also, legen wir los, würde ich sagen. Zack, bumm. Und los geht's. So, fertig. So, jetzt habe ich da meine Tinktur und da mein Mückenstich. Gut, die Tinktur ist natürlich viel intensiver wie jetzt so eine Blume, wenn ich bloß ein bisschen drauf reibe. Drum machen wir das jetzt einmal mit der Pipette und tropfen das da drauf. Gut, und jetzt gehe ich einfach mit dem Wattepad drüber und tue das ein bisschen so eintupfen. Ja, es wird schon besser. Ja, und es kühlt. Gott, das liegt jetzt am Alkohol. Die Tinktur, die hilft nicht bloß bei Mückenstichen, sondern die könnt ihr auch zum Beispiel auf so eine Kompresse machen und dann auf eine Wunde oder so drauflegen. Hilft ganz gut. Oder ihr macht einfach einen Tee draus. Hilft gegen Schlaflosigkeit oder Kopfweh. Jedenfalls mein Mückenstich ist jetzt schon viel besser und ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Nachmachen. Servus bei der Army Bayern. Da schaut's her, die Viecher haben mich wieder erwischt, aber diesmal gescheit. Mein Anti-Mückenspray war leer.
Ja, ihr wisst ja noch, Folge 40, da habe ich euch gezeigt, wie man das selber machen kann. Aber heute habe ich was Neues für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie man mit einer selber gemachten Ringelblumen-Tinktur so einen Mückenstich behandelt. Und vor allem, wie man die Tinktur selber macht und wie man es halt dann auftragt. Für eine Ringelblumen-Tinktur, da braucht es natürlich eine Ringelblume. Die müsst ihr selber sammeln, gibt es in jedem Bauerngarten. Wild wachsen es natürlich auch, aber die dürft ihr nicht sammeln, weil die haben nämlich geschützt. Also nehmt lieber die aus dem Garten. Die Ringelblumen da, die heißen auch Calendula. Ihr kennt ja bestimmt auch die Calendula-Creme oder da gibt es so verschiedene Sachen. Wichtig ist, dass es direkt nach dem Aufblühen pflückt und trocknet. Und dazu, wenn ich jetzt so eine Blüte nehme und die auf den Mückenstich drauf reibe, dann tut das erstens schon mal richtig gut. Zweitens beruhigt es die Haut und drittens, der Stich, der geht schneller weg. Weil man aber jetzt nicht immer frische Blüten hat, zupft man die und trocknet das einfach. Oder ihr bestellt es im Internet oder kauft es in der Drogerie. Ihr braucht auf jeden Fall eine gute Hand davon. Dann braucht es einen Schnaps. Ich nehme jetzt so einen Doppelkorn, einen Kaffeefilter, dann einen Schraubdeckel.